Esch wäre europäisch Kulturhauptstadt, was bleibt für Esch, was bleibt für den Minette? Das ist die große Frage, wo die feste Riveras, die wir als stellen sollen. Ich werde dann hier in der Chambre ein paar Punkte aufzählen, für so eine Bewertung aufzugehen. Für uns zu fangen, ich will nicht angehen, ob die ganze Kuddelmuddel, den am Vierfeld war, ob das, was in den Jahren 2022 geschieht ist. Dass zum Beispiel, dass am Vierfeld von der Bewerbung von Esch schon Streit über Finanzen und Personal gab, dass die beiden viergesehenen Koordinatoren von Esch 2022 ihren Hut müssen holen. Da steht Esch übrigens nicht lange da, weil das hatten wir schon 1995 und noch 2007. Das scheint also allgemein schwierig zu sein. Dass von über 1000 angeregten Dossiers 132 zurückbehalten wurden, was zu viel Kritik gefordert wird. Dass bilaterale Reunionen steht Zahl de pas perdu ist zur Verfügung. Herr Kolb, könnt weiterführen. Merci, Herr Präsident. Dass man Privatsponsoren von goufen, wie das vorgesehen war, auf war die überhaupt Privatsponsoren. Alles das war sicherlich nicht glücklich und hat auch kein guter Start zugelost. Vielleicht waren noch die Erwartungen ein bisschen zu groß. Schlussendlich war natürlich auch die ganze Corona-Situation nicht glücklich für das ganze Projekt. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich zu einem gewissen Moment auch darüber gezweifelt habe, dass erst 2022 effektiv 2022 stattfanden. Die Konditionen waren also sicherlich nicht die besten und unabhängig vom Gesamtresultat will ich aber heute den Akteuren meinen Respekt ausschwätzen für ihre Arbeit und für das Projekt durchgezogen zu haben. Wie ich die erste Kehr hören habe, dass Esch den Kandidatur stelle für die Europahauptstadt an der Kultur zu gehen, da habe ich mir eine grundsätzliche Frage gestellt. Für was Esch? Für was Esch Kulturhauptstadt von Europa? Ein kleiner Staat, 35.000 Einwohner, an dem nur auch logischerweise eine eingeschränkte Kultur an Kunst. Und es gibt auch Tausenden von anderen Städten in Europa, die eine viel mehr lange Geschichte, viel mehr eine große Kultur aufweisen in Europa. Wir brauchen nicht weit gucken zu gehen, hier über die Grenzen, nicht weit, Trier, Speyer, Mainz, Worms etc. Und es ist so, das absolut nicht für Esch schlecht zu reden. Mein Boma ist selber von Esch und es sind da ganz viel Zeit verbraucht und Esch hängt mir immer ganz stark um Herz. Mit Kandidatur hat mich darauf auf den nächsten Blick gewundert. Auf den zweiten Blick, seht ihr dann aber, ja okay, für was nicht? Es wird nämlich einen immensen identitätsstiftenden Punkt, und das ist die Industriekultur. Ja, das ist immens wichtig, gerade für eine Stadt, die eine Identität hat, wie Esch eben eine hat, als Industriestadt für die zu erhalten. Und so soll dann noch, das war die Idee, am Kader von Esch 2022 mit Hilfe von der industriellen Geschichte auch ein grenzüberschreitendes Zusammengehörigkeitsgefühl geschafft gehen, nur Motto, wir sind zusammen hilfreich ob als gemeinsame Industriegeschichte. Wie was geschieht? An der ganzen Region verschwindet die wertvolle Industriekultur löserlos. Gerade kurz vor Esch 2022 goufen Käseminen auf der Terre Rouge aufgerappt. Ein immenser Verlust, weil Käseminen sind ein Zeichen von der kulturellen und sozialen Geschichte von Minette. Hätten du nicht gerade auch am Vierfeld von Esch als Kulturhauptstadt mehr auf diesen industriellen Patrimoine müssen pochen? Wo hast du Kulturbewusstsein? Wo hast Kulturbewusstsein, wenn am Neudorf die rund Brick aufgerappt wird, kurz vor Esch 2022? Wie eine Anwohnerin sagt, für eine Kandidatur für Esch 2022 das Geld da, aber für als Industriekultur zu erhalten, nicht. Brick war ein Symbol von der Geschichte von der Region, von der Stahlindustrie, von der Arbeit von unseren Eltern und Großeltern. Ich weiß, es gibt noch andere Beispiele, mehr positiver. Aber dass der Teil so knapp für 2022 geschieht ist, hat er leist aber ganz bitteren Nachgeschmack und war sicherlich schon ein ganz falsches Zeichen und Anwohner und die Escher, die ja aber wollten mit an das Projekt mit abziehen. Und da brauche ich also schon da nicht zu wundern, wenn teilweise Leute sich aufwenden vom Projekt. Ein anderer Punkt ist der Name, die sicherlich speziell gewählt war, Remix. Das ist ein englischer Titel, das Motto. Dabei konnten sich aber die meisten nicht richtig darin vorstellen, was tut Esch 2022 mit dem Titel mit Remix zu tun? Passt das? Wäre es nicht aber besser gewesen, einen Titel, ein Motto zu wählen, der von Anfang an eine große Partie von der Bevölkerung angesprochen hat? Wenn das Leute gerne matt sind, dann muss das Spruchschwätze von den Leuten.
Et gi noch Positivseiten an die will ich auch streichen. Erst 2022 huet zu enger ganzer Party neue Reimlichkete für Kultur gefauerert. Neue Ausstellungsreim sind entstanden, Briderhaus, den Kino Ariston, Kunsthal an Rannerer. Allerdings wegin des Gebäudelichkeiten Lowo Riveras weiter benutzt. Ich kann mich erinnern, dass bei der 100-Jahr-Feier 2006 zu Esch eng Party Pavillon abgerichtet gesinn, die aber nur einfach für unsere Skivegetéier tun, an die nicht mehr benutzt goufe. Wir wollen so engst das sind vermeiden, wie man sie auch kennen auf Fußball-Weltmeisterschaften, wo die sogenannte weiße Elefanten entstehen Stadion, die du noch Chemie brauchen. Auch flott waren ein ganzer Eventer. Ich betone ein ganz klar Eventer, die jetzt nicht sowieso so gehen. Besonders die Leute, die sich für Kunst, Kultur interessieren, sind natürlich auch voll auf ihr Käste kommen. Für sie persönlich wäre es sicher eine großartige Affäre. Allerdings ist ein großer Teil der Bevölkerung eben nicht unbedingt stark Kunst und Kultur interessiert. Leider, muss ich sagen. Die Verantwortlichen schwätzen von einem großen Erfolg. Bürger so nicht, dass das ganz und ihnen lernst gegangen ist. Und an den Medien wird Kritik geredet, und es rennt doch noch immer Kritik. Leute im Terrain dürfen so wenig Informationen, wenig angebunden, es wird nicht gemerkt. Hauptsächlich Junge und sich überhaupt nicht durchgeschwärzt gefühlt. In deutschen Tourist sagt, jemand, der da hingekommen ist und nicht wusste, dass Esch gerade Kulturhauptstadt ist, hätte das nicht gemerkt. Die britische Tageszeitung, die da schreibt, wird geschrieben vom Most Boring Capital of Culture. Bon. Gastronomen haben gesagt, dass es eine organisatorische Katastrophe gewesen wäre, dass sie absolut nicht profitiert haben. Und dann noch die Konzentration auf die Bellwahl, die Frauen abgeworfen. So dass viele Leute sagen, als es nicht der Bellwahl 2022 gewesen am Platz Esch 2022, er kennt natürlich auch ein mehr strukturelles Problem zum Vorschein, und das ist den, dass es eigentlich keine richtige Verbindung von Esch zu Bellwahl gibt. Da haben wir zwar einen golden Velosprech, mir ob das die Situation lang verbessert, das bezweifle ich. Escher Geschäftsleute sind enttäuscht. Esch 2022 hat laut ihnen keine Auswirkungen auf die Escher Geschäftswelt. Eine Geschäftswelt, die leider nicht mehr das, was sie mal war, wo 100 Eidel Lokaler stehen. Für die Kulturhauptstadt soll viel geplant, und das nicht geschieht, sie sind enttäuscht. Herr Präsident, die größte Veranstaltung, das größte Event bei dem Ganzen, das war die Petinger Kavalkade. Mit über 20.000 Leuten, mehr wie bei der Eröffnung. An die Petinger Kavalkade, die ist sowieso all Jahr, 2022 und noch das Jahr 2023, übrigens den 19. März des Jahres Kavalkade, traditionell auf alle Fasten, geht du hin, das da wert. So hat sich den Zustrom und Leute und Visiteuren darauf eine Grenze gehalten. Und das bei über 2000 Events, 170 Konzerten, 30 Festivals, 500 Abfeierungen. Gemeinde Esch schwätzt von am ganzen 119.000 Visiteuren an der Gemeinde Esch. Die Zule die kontestiert, dann nicht geht, wo Kritiker aus der Szene gesagt, das wird zu hoch gegrafen. Wir so mal, es wäre so, da will ich einfach einen Vergleich zu nennen. Zum Vergleich Zeit von der Regierung finden wir Lützeburg als Kulturhauptstadt 2007 avec plus de 550 projets, dont 140 transfrontaliers et plus de 3000 manifestations distinctes. Le programme de Luxembourg 2007 a fait preuve d'un niveau quantitatif et qualitatif exceptionnel avec plus de 3,3 millions de visiteurs. Das war 2007. 3,3 Millionen. Was Robert Garcia und Nancy Brown demals fertiggebracht, für Millionen Leute umzuziehen, das ist ganz groß gewesen. 1995, wie die Stadt Lützeburg die erste Kulturhauptstadt war, konnten 1,2 Millionen Visiteure gezählt gehen. 1,2 Millionen, das war der Claude Frisoni, den demals mit wenigen Mitteln viel geschafft hat. Zuerst und dann die Verantwortlichen, c'est un succès par rapport au nombre de visiteurs, soit plus de 119.000 pour les projets de notre ville. Kitas und andere Gemengen eben auch Leute fahren. Mit könnt bei weitem nicht die Zölle rund. Aber wenn ihr bedenkt, dass Lützeburg 650.000 davon hat, bon, pardon, da so ein Zöllen, aber das nicht so viel Leute fahren. Mit Zölle so noch nicht, die wird Qualität aus, das ist an der Reihe. Aber es weist aber, dass über die sowieso kulturinteressiert Leute, dat net geegent war fir die grost Publikum ze errechen an die Zëllen, die leien net gouf ein Ziel ganz klar net errecht. E weiter Ziel vun der Europäischer Kommission ass det Image vun der Staat ze verbessern. An du gët an engem froh vun der ILRES an froh war wieiers den Image vun der Stadt Esch.
An das vor Gestalt gin am ganze Land also und da vu der vu Lützeburg an Denfahrt war enker 2021 und enker 2023. 2021 also vir Kulturjuer hu gesot 27%, dass ech e guten oder ziemlich guten Image hat. An 2023 nur im Kulturjuer waren net 30%. Dat heißt also plus vun 3%. Ech hat leveret fir méi, deck as dat net. Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Bleibt also froh, was bleibt für euch? Was bleibt für die Minet? Und die Analyse ist klar und deutlich, das ist eine verpasste Chance für die Minet-Metropole. Erst 2022 war im Großen und Ganzen etwas für Insider, das nie fertig gebracht ging, da wo die breite Masse mit anzubeziehen. Das ist auch verpasst ging, echt anständig abzuwerten, und das wird Gelegenheit gewährt. Ech verbessern, Bevölkerung von Ech zu Summe kriegen, de Kommunitarismus brieschen, Sicherheit an Proprietät verbessern, die stirvende Geschäftswelt zu Ech abzuwerten. Alles dat aus verpasst gin schuld. Wir hätten uns erwartet, dass Ech mehr profitieren an auch dem Minet, da das nicht geschieht, Ech 2022, do war mehr dran. Merci.